Die Bibel hat een aantal Geschichten bij, wat door schwer te geloven zijn. Zum Beispiel eine Schlange, wat er redt im Garten Eden. Een grote groep mensen, 1 miljoen mensen, gaan durch een meer met dat water gespeeld. Een man die leeft voor 3 dagen en 3 nachten in een vis. Dat is een grote herd bij zich eerste. Die voeren een 2000 Schweine aan. En de Schweine jagen hem water aan en verzoeken. Dit zijn Geschichten, wat in een Weise schwer zu geloven zijn. En dan kan je zeggen dat een schrijver zegt dat Openbarung, dat je het gleich schwer te verstaan, dat is bloß schwer te geloven. En de nächste timer van der en nächste zondag, dort zijn zo'n timer schon staat. En weet je, wanneer we deze Geschichten in de Bibel lezen, van Adam en Eva en de Schlange im Garten, oder Israel durch den Water, oder Jona am Fisch, dann dürfen wir das gewöhnlich buchstäblich uitleihen. Bloß wenn wir später Offenbarung kommen, dann sind die Geschichten so unglaublich, oder was immer, dann fangen wir an, allegorisch uitzuleihen. In een grote part van Christentum leicht Offenbarung den was uit, dat zijn Beispiele, oder dat zijn bloß politische Dinge, wat er passieren, all zo'n dingen staat. Aber ich will Offenbarung so uitleihen, dat het erst buchstäblich, aber da sind zo'n dingen mank, wat klar ist, dat zum Beispiel, aber wat gewöhnlich gesagt, dat so durch die Bibel so staat, dat da sind Dinge, wat Beispiele sind, oder dat sind Metaphors, en andere dat op Engels. Beispiele erst vielleicht ein paar plotische Wort. Und zu dieser nächsten Plauen, wat über die Welt kommt, wir haben gesehen von Plauen oder von Katastrophen, wat über die Natur kommt, über großen Bäume, Meer, Waterstream. Aber nu geht es jässlich, nu geht es dämonisch. Nu gaan we in een timer aan waar ons een beetje amakkelijk is, een beetje sozusagen hängen in de gardine. Voor mij is het interessant, wanneer we de Bibel studeren, dat van Anfang wird de eerste Welt veel zichtbarer. Abraham zum Beispiel, kreeg ja, Gott ein Tag, kwam naar Abraham te middag. Im Garten Eden sagte, dass Gott jengt mit Adam und Eva tog. Der Schlange, ich meine, dass wir der Diebel in der Schlange, die können mit Adam und Eva reden. So eine Beispiele haben wir in der Schrift. Und wenn wir erst bei Offenbarung kommen, dann ist es viel sichtbarer. Und weißt du, das ist eine erste Welt Romans, die kann wir nicht sein. Der ist in einer anderen Dimension oder Dimension. Der ist ganz herum uns, bloß wir können nicht sein. Aber ich glaube, da wird ändern zu lassen. Viele Dinge waren, bei einmal waren da sichtbarer sein. Aber ich will nur noch sagen, ich will dort am Ende von der Botschaft noch einmal sagen, dass Jesus Christus erste Antwort jede dämonische sieht. Wir brauchen uns nicht grüßen vorbei sich erster. Na, ich weiß, Christen haben verschiedene Ideen über das. Aber ich habe diese Welt noch mal ein bisschen rumgerufen im Neuen Testament, besonders nur das Kreuz, und das abfallend, wo wenig. Uns gesagt wird, wir sollen bei sich erst retrieben oder so eine Dinge steht. Aber uns wird gesagt, dass wir gewinnen den Diebel mit Gott seine Armee, Gott seine Gereitschaft zu sein, mit Wahrheit, Gerechtigkeit, mit dem Evangelium, mit Gebet, mit der Bibel. Und so war wir klar holen, dass wenn wir von Jesus die Dinge reden, und werden wir so recht verstehen können, was es alle meint, dass Jesus erste Antwort für ganz Sache. Und wenn du von dir hier bist und du kennst Jesus nicht, dann hast du Ursache, die zu grüßen. Aber weißt du, wenn wir Jesus kennen, dann bleiben wir nur der Schrift, nur, dass wir nicht mal hier sind zu dieser Zeit. Heute wird sie nicht Kirche weichen, bitte, du bist bloß religiös. Und du bleibst hier. Und dann wirst du durch diese Zeit gehen, wenn das eins wird in deiner Lebenszeit passieren. Und so,
Wir haben vorher Sonntag geredet von dieser andere Person, vorher von der selber bei der 5. Person. Und dort handelt es sich um Grasshopper, aber das ist mehr als Grasshoppers. Und weet je, Paulus sagt in Epheserbrief, wir haben nicht mal jen Fleisch und Blut zu kämpfen, aber jen Gewalt bei sich Gäste von den Himmelswelten und mit Gewalt und Herrschaften von den Diensten, die über diese Welt herrschen. Und dann, wenn wir dort wieder lesen, dann sagt er, dass wir sollen uns Gott seine Bereitschaft antragen, um jene dämonische Welt gewinnen. Aber der Antwort ist Jesus, und so wollen wir sehr klar holen. Ich habe in euch gesagt, dass die Offenbarung ist ein bisschen so, dass du sind in der ganzen Zeit von der Welt immer Storms gewesen, auch dämonische Storms sozusagen, aber das trägt Taub in Offenbarung. Und dann gibt es das ganz äußerste Krieg, die äußerste dämonische Dinge, was da passieren, dort passiert zu laat werden. Gott will diese Welt regieren durch seine Person, so tun will die Welt regieren durch seine Person, und der Krieg spielt sich aus, oder der Krieg kommt sozusagen zu einem Höhepunkt in Offenbarung. Und so ist es auch mit der ganzen dämonischen Welt. Und so wir fangen an in Kapitel 9, Vers 1, und der 5. Engel blust. Und ich sah ein Stier gefallen vom Himmel nur die Erde in Arm. Der Welle kann sich merken, dass in diesem Fall der Stier, das ist eine Person, oder das ist ein Engel, oder das ist der Teufel selbst. Aber das handelt sich hier nicht bloß um einen Stein. Am wird hier ein Stier genannt, aber Arm ward den Schlätel gegeben zu den grundlosen Baum. Mir ist es interessant, dass die Welt oder Gott hat eine Stadt, wo beide Gäste fast sind und gefangen sind. Weil Gott hat eine Stadt, wo Menschen sind, in dieser Zwischenzeit zwischen Tod und der Auferstehung. Wo bleibt der Mensch? Na, ich glaube, dass die Gläubigen sind beim Herrn, die ging mit Jesus tot im Himmel, als er von Tod abstand. Aber wir weiten in Jesus in die Geschichte zum Beispiel, dass das ricke Mann und der arme Lazarus, die starben im Bett, aber die wir im Bett auf das Salz gesteht. Ein Schreiber sagt, bloß eine sieht, hat Air Condition. Aber eine sieht wie Gott, eine sieht wie Schlag, aber die werden so dicht taub, dass die können vertalen einem an anderen, die können sich sein. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Ding. Das ist ein Ding, was sozusagen hinter der Gardine ist, wir weit nicht krieg, wird es ist, aber du hast ein grundloser Baum, du hast eine Stadt in dieser Welt. In vielen Schriftleiern, und ich sehe das mal an, ich glaube, du hast ein Loch wo in der Erde. Und so die englische Übersetzung, die redet von, dass du hast die Schlädel zu der Schaft von der Bottomless Pit. Und so hier kommt ein Engel rauf und der hat den Schlädel, dem wird den Schlädel gegeben. Morgen wird es sagt, den Schlädel gegeben. Na weet je, wenn wir über den 3 gehen, Kapitel 1, Jesus vertalt mit Johannes, als er sich da offenbaren hat, und er sagt, er hat den Schlädel zu den Tod in der Hall. Und so hier sagt er von einem grundlosen Baum, aber weiter der Bottomless Pit. Aber Jesus hat das Schlädel, hat das überwunden. Gott regiert das ganze Ding. Gott ist in Control über das. Das ist noch ein Ding, was wir sehr klar wollen haben, durch ganz Offenbarung, dass Gott ist in Control. Und so wie immer das ist, und die Übersetzung, die Utleibungen sind ein bisschen verschieden, aber viele glauben, dass das ist ein gefallener Engel, oder vielleicht sogar so tun selbst, den wird den Schlädel gegeben. Gott erlaubt hier was von einem grundlosen Baum. Das ist ein bisschen aus Don Darby Hiob. Dass der Engel, oder der Sultan kommt nach Gott und er sagt von Hiob, und Gott sagt, okay, dann kostet mal das mit Hiob down, aber bloß das. Und jetzt haben wir hier. Und so, Gott kontrolliert den, an was dem grundlosen Baum Schlädel gibt. Dann weet je, das Idee von einem grundlosen Baum, den finden wir mehrmals in der Bibel. Jesus beginnt einen Tag, kriegt der Herr bei sich erst, da wird eine Schwein anfahren. Und der bei sich erst, der prachen Jesus, er soll nicht nur dem grundlosen Baum schenken, oder nur den Aufgrund, das ist die Übersetzung durch. Er soll nicht nur den Aufgrund schenken, weil ich glaube, es ist das gleiche Ding.
Und so du hast ein Gefängnis irgendwo in dieser Erdleibig, da hält Gott eine besondere Sorte von Beise Gäste gefangen. Und ich wollte Ihnen gleich zu vertrauen, was das für Gäste sind, aber ich habe von der auch nicht Zeit. Ich hatte das einmal in meinen Notes, aber ich wusste, dass die wollen noch mehr haben. Aber das ist ein interessanter Thema, ich kann noch mal selbst ein bisschen nachstudieren. Aber da sind eine Sorte Beise Gäste, was in einem grundlosen Baum sind. Und so das grundlose Baum, den wird aufgemerkt. In Offenbarung 1,18 sagt, ich sehe lebendig für immer und habe die Schlätels von der Halen von Tod. Das ist, was Jesus sagt. Und so Jesus hat den Schlätel für alle dämonische Kraft. Bitte grüßt ihr nicht für den Teufel. Nein, ich habe das ein Brall in der Leib, sagt die Schrift. Aber ich habe das ein Engel von Licht, sagt die Schrift. Und er kann sich verschieden abstellen. Aber Jesus hat die Antwort. Und er redet wieder, und er merkt den grundlosen Baum ab. Und dann durch den Rück nach von dem Baum, so ist ein Rück von einem grauen Ofen. Und die Sonne und die Luft werden verdunkelt, wenn es der Rück von dem Baum. Na, das hört sich vulkanoartig, nicht? Like wenn mal ein Boy aufspringt und du hast schrecklich viel Rück. Ich habe ein bisschen studiert von Hirschratten. Die kann ich nur lesen von Plauen von Hirschratten. Das sind von der noch so eine Gegenden in der Welt, wo dann bei einmal ein Schwarm Hirschratten kommt und das sitzt nun Gewitterschwurg, wenn das abkommt. Das sitzt nun ein dunkler Wald und einmal sind das Großhoppers und wenn die eben Land über sind, dann ist das kein Groß geblieben, das ist kein gereines Ding geblieben. Ich las von einem Land, wo some Jahren 200.000 Menschen verhungerten in Amtheim, während die Großhoppers hatten rein alles abgefressen. So diese Welt kennt Großhoppers. Wir kennen hier auch mit Großhoppers, nicht? Einmal zu dieser Zeit im Jahr, wenn du wo fahren, dann hüpfen die irgendwo im Weg. Ich meine, das ist gewöhnlich nicht so arg, aus den Fehlländern ist. Aber Großhoppers können große Schwarm sein. Und das ist das Bild, was Johannes hier braucht, dass du kommt ein Rück. Und das Rück, das sind Großhoppers. Und mit dem Rück kommen Hirschratten auf ihr. Und der wird Macht gegeben. Morgen dort, dass der wird Macht gegeben. Der hat ihn nicht in sich selbst. Der kann nicht tun ohne Gott seine Kontrolle. Und so der wird Macht gegeben, so als der Skorpion von der Erde Macht haben. Na, hier in unserer Gegend haben wir nicht viel Skorpions, nicht? Aber ich komme von Durango, da werden sie ein bisschen besser als hier andere. Aber weißt du, in Durango, da haben wir viel Skorpions. Das ist ein Boy in Durango Stadt. Wenn du in Durango Stadt Dinge, Souvenirs, like du ein bisschen was kaufen, das Messer man Skorpion werden. Heute mal gesehen, das ist Durango. Aber Tamaulipas hat viel Skorpions. Bloß du sind die schwarz. Weil doch noch eure Gäste sind, das in Durango oder was, ich weiß nicht, aber wir weiten von Skorpions. Na, some von ihnen frühs. Wenn du eine große Spanien in dem Boot hast, dann brall je auf den Mann, nicht? Aber wo ist das? Bei uns, ich kann nicht sagen, was du hast, aber anyway, wir gleichen nicht euer Safa. Spannend in der Sonne, den am Haus. Wir haben hier eine Sorte Spannenden. Die sind einmal ganz voll kleine Spann gesetzt. Die heißen mal gesehen. Erkel, jetzt prall, nicht? Und so. Aber stell dir mal vor, dass du sind Hirschratten. Das sind so Skorpions. Und die sind in jeder Arg und Schüfflut in unseren Daten und alle Wegen, like, du kannst nicht weichkommen von dir. Das ist ein Bild hier. So wie das in Ägypten, aus der Flair von der Hirschratten, die kommen. Und dann sagt ein Antwort gesagt, morgen dort war er, Antwort gesagt, das wird gekontrollt. Und Antwort gesagt, dass sie nicht das Groß von der Erde beschädigen sollen, wenn das was Großhoppers tun. Das wird aus dem Großhopper, aber Johannes nannt das Hirschrei. Und so soll nicht beschädigen, soll nicht gereinigt und nicht irgendein Baum, und du hörst, was er sagt. Aber bloß die Menschen, wollen das Seil von Gott nicht auf ihre Stirn haben.
Na, wir haben euer gesehen, dass das 144.000 Juden, wem Gott verschluten hat, sozusagen. Die haben dort Seil und ihre Stirn. Aber die Bibel merkt doch klar, dass du als gläubig an dem Herrn Jesus Christus, du bist getekent mit dem Heiligen Geist. Na, welche Menschen grüßen sich immer saß und das Multeken von den Antichrist und wo wird es sein, und dort ist was kommen, wo ist das dann angeworden, wo ist das ungenommen sind Dinge. Du kriegst das Seil von Gott, durch an Gott leben, durch Jesus annehmen, durch die Erlösung, durch Jesus Christus durch kriegst du das Seil von Gott. Weißt du, wo du das Seil von den Teufel kriegst? Nicht irgendwie bei einmal durch vielleicht eine Kreditkarte oder was immer. Du kriegst das Teken von den Teufel anbeten. Von den Teufel deinen, den annehmen, so dein Erlöser sozusagen. Und dass du arm deinst, und da steht Jesus. Du wirst niemals dann sagen, dass du warst bei einmal anworden am Hängerstein, du hast das Multeken und du bist nicht angeworden. Und so, wenn du an Jesus lässt, du sagst, die Jesus hast die Antwort gehen, den Teufel gehen, den Antichrist gehen, Jesus hast die Antwort für das ganze Ding. Und so, wenn du Jesus kennst, dann hast du das Multeken sozusagen an die, Gott sein Multeken, du hast Gott sein Teken, Gott sein Ziel. Und hier sagt er, dass diese Herrschreichen, so sagt die Schrift, versteht, denn die Kirche ist ja nicht mehr, aber da waren Gläubige sein, zum Beispiel die 144.000, und vielleicht, die wird einmal so ausgelegt, dass dort sind Evangelisten, was die Welt evangelisieren, Tausende Menschen bekehren sich durch die Zeit, und so, die wird das Seil Gottes an ihre Stirn haben, die können diese Herrschreichen nicht tun. Aber die Menschen, die nicht gläubig sind, du hast es so gerühlich sehr wichtig, dass du Jesus kennst. Erstens für die Entdeckung ist es wichtig, aber auch für dich, wenn du bist hier geblieben. Und du bist so einer, was Jesus nicht kennt. Dann ist es schlimm. Und so diese kann bloß die quälen, was nicht Jesus kann. Bloß die, was nicht das Seil von Jesus an ihrer Stirn haben. Und er sagt wieder, ein Antwort, das gegeben, morgen dort das immer war, Antwort, das gegeben, Antwort gesagt. Antwort, das gegeben, dass sie die nicht tot merken sollen, aber in 5 Monaten quälen. Jetzt sind wir noch Hiob, der nicht. Ich meine, Hiob hat eine Zeit in seinem Leben, wo er wünscht, er kann sterben. Er sagt, ich wünsche, ich habe mich clean versäubt. Ich wünsche, ich bin clean gestorben. Ich wünsche, meine Mama hat mich ein Abortion getan, dass ich nicht mal wieder zur Welt gekommen. So eine Zeit hat Hiob in seinem Leben. Und so den Teufel wird Macht gegeben, Hiob zu quälen. Sie haben Geld wegzunehmen, Hiob seine Gesundheit wegzunehmen, aber wir können nicht tot mehr. Und so die Frau ist hier vielleicht wohl so, wird Gott das so tun, dass die gehen zu quälen, aber nicht tot zu merken. Und ich glaube, ich habe die Antwort nächsten Sonntag. Kommt nächsten Sonntag zurück, dann glaube ich, wo ich Ihnen die Antwort geben. Und so das wird gegeben, dass sie können die für 5 Monate quälen. Aber ich weiß nicht korrekt, wo in 5 Monaten, die Schrift sagt es dort nicht. Menschen denken sich, alle haben eingeschrieben, die sagen, ich glaube, das hat zu tun mit Herrschern ihr Leben als 5 Monate lang. Aber das sind Geister. Und so, wenn ihr es dort anmerkt, aber einer wird für 5 Monate sollen, und gequält wie so ist, dort gequält von einem Skorpion, wenn der ein Mensch schlägt. Habt ihr mal einen Skorpion gebeten? Und wisst ihr, das sind verschieden giftig in dieser Welt. Die, die in Durango sind, die sind besonders giftig. Aber die, die in Tamaulipas sind, dort schränkt sie. Aber wenn es mal eine Biebe oder eine Wasp oder sowas, oder ein Skorpion, in dieser Plau, der ist so, dass du bist in der Mitte von einem Schwarm von Herrschrecken, bei sie ist da, und die können die quälen. Für 5 Monate. Und in der Teil waren die Menschen den Tod segnen, den nicht fing. Und waren verlangt zu sterben, und der Tod wird von ihnen wegrennen. Na, ich glaube, das ist auch ein bittergewöhnliches Ding. Wenn Menschen können sich tot merken, nicht Menschen können ihr Leben nehmen, aber zu dieser Zeit wird Gott nur sein, dass der Tod kommt nicht. Und der Tod rennt weg von Menschen. Menschen wollen wünschen, wenn sie tot wären. Aber sie wollen wieder leben.
Und dann sagt er, die Form von der Heuschrecken, wie so aus Pier. Nur, was kann dieser Morgen so aus? Das sind Beispiele. Aber das klar von der Schrift, das sind Beispiele. Dat wir nicht Pier, dat wir so aus Pier. Na, some von unseren Heuschrecken, unsere Jent, heute mal ein bisschen da becheckt, das sind noch meist noch Pier-Chop, nicht? Und so eine Dinge. Aber anyway, diese Heuschrecken, wie so aus Pier, gemerkt zum Krieg. Und ob die Chop so aus Kron, beglick so aus Gold, und Gesichter so aus Menschengesichter. Na, Johannes beschrift hier eine Sorte Beise Gäste, was interessant ist, nicht? Die sind so aus Pier und so aus eine Krone und so aus Menschengesichter. Und die haben Haar so aus frühes Haar, und ihre Zähne wären so aus von Leis. Dan weet je, hier zijn twee dingen bij wat ons in de schrift gezegd wordt van een duivel. Eén is dat hij kämpft als een engel van licht. En weet je, dat meint dat hij fijn kämpft, zo smaak. En hem zit het smaak. En hij is seductive, wordt bij Engels zijn. Like, hij verzeekt die te verlaten. Hij verzeekt die naam te krijgen. En weet je, dat zal je vroeger niet hard nemen, maar bij jullie hoor, die zijn seductive. De vrouw is haar het smaak. De vrouw met smaak lange haar, die is lokkend van man. En zo dat is een beeld hier van de engel als een licht. Die komt te verlokkend. Dat zit smaak, dat is ontrekkend. Dat is niet gruwelijk ben. En dan zegt hij, de teen zoals een leeuw. In de Bibel zegt ons de duivel zoals een brallende leeuw. En zo, we hebben deze beelden, ja, in de schrift van zo toen. En die hadden brustschilder, zoals eiserne brustschilder. En die meinte veel, die zijn beschützt, niet? Die gaan niet om te brengen. En dat geluid van ihre Pflichten, zoals dat geluid van Weus met veel pier, dit nun Krieg heran. Nou, Johannes beschrift hier bei sie Esther. Ik las van deze herrschrijken kleeuwen, wat in de wereld komen, wanneer die opkomen, en wanneer die even in de jent even trekken, dat zijn ze dat de ruis zoals een grote stroom water lijkt, dat je van je wolt het geluid. En je hebt vielleicht mal gehoord, een grashopper, die vlechten, dat die kan dat horen, dat je van beetje geluid, maar niet tal je mal verder zijn, een biljoen grasshoppers, wat even in de jent vliegen. En zo Johannes brukt dat beeld. En zo hij zegt dat ze spiert. Nou weet je, dit is opgesteld, dat Engelse woord is demoralizing. Like wanneer dat zo'n geluid en zo'n idee was, dat gruwt mensen aan. En mensen die flotteren van angst, en mensen verkruipen zich van angst. Dat is een beetje idee door de heen. En hij zegt, die hadden zeil zoals scorpioen. En door weer een stachels in ihre zeils en ihre macht weer de mensen 5 maanden te beschadigen. En zo dit zijn herschrijken met een scorpionzeil, met chopses pier en horses fruus en gezichts een mens en teens leeuw. En die hadden een eiserne panzer, een eiserne schild aan, en zo een eiserne schild. Dit is een beeld wat iemand gemuld heeft, getuscht, von dieser Herrschrecken. Das ist ein bisschen gefährlich, nicht? Mit einem Herrschreck, aber das ist bloß ein Bild von dir. Aber das ist our Tier. Noch ein Ding, da sind Menschen, die das uitleihen, das sind das Armee-Gereitschaft, das sind die Armee, das ist noch meist eine Herrschreck, das ist nicht? Städtische Helikopter, ein Army-Helikopter, like diese Art Dinge. Wenn Menschen nichts zu tun haben, dann versuchen sie das dort uitleihen. En zo zijn er dingen dat waar je vindt. Of vielleicht kan je mal hier, wenn je aan vandaag zeg je aan wat nennt zich dat? Internet of een zo. Al die YouTube en al die dingen. En we kunnen alles checken en alles horchen en alles zijn. En dan vingen we zo'n stekke beelden stil, niet? En zo, dat niet helemaal alles aannemen wat je aan YouTube vindt en zo weer. En dat zijn eenmaal zo wilde ideeën. En dat is een van de ideeën, dat zijn helikopters en zo dat is plus een militärische ding en wat naar armee komt en je moet wat het zo dem uitgelei. Maar ik geloof dat is demonisch.
Und die haben über sich einscheinig den Engel von den Aufgrund. Morgen dort, dass das Aufgrund, das bottomless pit, das grundlose Barm, da hat auch noch ein scheinig dabei. Und so dat die in der Hand, dass den Teufel sein ganzes Recht, das ist auch noch georganisiert. Na, ich kann Beker Zeiten von Menschen, die alle versuchen nicht zu leihen, und ich würde sagen, dass nicht zu viel die weg die Dinge leihen. Wenn das sind Ferten bloß uitgedachte Dinge, das sind kleine Bildertjes in der Schrift, wo uns nur das Wiesen vielleicht, aber da merken wir dort Vorrecht, da müssen wir noch abpassen. Aber sie haben einen scheinig Übersicht. Na, einiges, was interessant ist von das, ich hatte im Farschen nicht, aber im Alten Testament, ich kann nicht finden, wann Buch das ist, aber ein Schreiber im Alten Testament sagt, dass der Herrschraten hat kein scheinig und kaum aber ein Land annehmen, sozusagen. Und so das ist ein von den Propheten. Aber diese haben scheinig, sie nehmen auf Hebräisch heißt Abaddon und auf Griechisch haben den Namen Apollyon. Na, das ist gewöhnlich klar, was gewöhnlich so ausgelegt hat, das ist der Teufel selbst, wegen der Namen, was er hat. Und so der Feind, als die scheinig über die Beise ist, sogar die Beise ist, die in der bottomless pit sind, die wird fast sind. Und die wird bloß dann rüberkommen, wenn wird aufgemerkt. Dann sagt der ein Weih ist vorbei, check, da kommen noch 2 Weihen noch her. Und viele sind auch dann los wie den Farsch, dass der fluchen Engel, der ist gelaufen, der ist in der Schrie. Woi, woi, woi. Und da kommen 3 Plagen über die Menschheit, die schrecklich sind, und das ist ein von denen. Und so Gott erlaubt den Teufel in dämonische Heer, eine dämonische Kraft, eine dämonische Herd bei sich erst loszulassen, auf eine ungläubige Welt. Und so das ist so ein Ding, wo ich von rede. Das ist meist nicht zu glauben. Aber ich glaube, das Wort wirklich. Aber lasst mich noch einmal sagen, dass Jesus als die Antwort für das. In 1. Johannes 4 sagt der Kindertjes, die sind von Gott und haben den überwunden, wir haben den überwunden, was von der Welt ist, weil es gerade als Heu, der in Jünd ist, als Heu, der in der Welt ist. Und so werden wir das einmal klar haben, dass wir haben in Gott, wir haben einen Erlöser. Jesus, als Jesus habt ihr sie wir, er hat fertig mit bei sich erst zu tun. Aber dann ging Jesus zum Kreuz. Und an das Kreuz, da hat er so tun vernichtet. Na, nicht in den Sinn, dass er nicht mehr existiert, aber hinein den seine Kraft. Epheser sagt hier und sagt, Talat, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, morgen wird es sagen, seid stark in dem Herrn und in der Macht von seiner Kraft. Tragt Gott sein ganzes Geschirr an, sodass ihr bestehen kann, gegen die letzte Weg von den Teufel. Und so, Jesus hat den Teufel überwunden. Die Frau für mich und die von der ist kann wie Jesus. Die kann da sagen und die kann so denken, so eine Geschichte, das ist bloß eine Geschichte. Und das wird viele Menschen tun. Aber wenn die bei sich erst ist, waren losgelassen worden in dieser Welt, dann wird nicht mehr bloß eine Geschichte sein. Von der sind wir noch nicht durch. Von der können wir an Jesus glauben, wir können Jesus annehmen. Jesus ist für uns gestorben, hat den Teufel überwunden. Wenn Jesus bei sich ist, aber jenen, und die fliehen all, ohne dass Jesus was sieht. Und die wissen all, wer er wir. In Prag hat er soll nicht in den grundlosen Baum schmieden und so eine Dinge. So, wenn Jesus in mir wohnt, dann macht der Feind dran. Und sag mal, jemand Mut merken, bleibt an Jesus. Bleibt, das heißt für die gestorben, heißt für die begraben, heißt für die abgestorben. Und wenn du an Jesus glaubst, dann hast du Gott sein Teken sozusagen an deine Stirn.
En de böse gäster kan die nicht veranderen. Och Satan kan ons verzekeren über das alles. Hij wird die nicht überwinden, hij wird die nicht naar de Hals schmieden, hij wird die nicht kan doodmaken, hij kan absolut nichts in die Leben doen, zelfs. Dat is wat God toelaat. Aber wat du aanloopt. Jezus als de antwoord gegen alle dämonische Kraft in dieser Welt. Amen. Himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort, Dankeschön für deine Kraft, Dankeschön, dass du bist der Gott über alle Welt, über alle Gäste, über alle Devils, du bist der Herr über alle Herren, der König über alle Königs. Halt uns klar an, Herr, dass wir leben an die, dass wir Port sind von der Entdeckung, aber wir leben auch an die für die Beschützung von den Devil. Wir beten in die Namen.